freuen wir uns auf Martin Schops. Ja, Namen die Damen? Hallo Mädels? Ja, ich freue mich, dass ich hier heute mit dabei sein darf an Viva Fasteloven. Freue mich auch, hier in so viele gut gelaunte Gesichter gucken zu dürfen, denn das ist für mich nicht Alltag. In meinen anderen Lebensbereichen hat es mich etwas härter erwischt. Ich bin Lehrer, Mitglied beim 1. FC Köln. Ich bin relativ schnell gealtert, habe schon keine Haare mehr und das mit Anfang 20. Schicksal hat hart zugeschlagen. Aber ich bin nicht hingekommen, um rumzujammern, denn zumindest als Lehrer bekomme ich auch mal was zu lachen, weil die Schüler einfach gut drauf sind. Also da, wo ich unterrichte, bedeutet Allgemeinwissen, im Allgemeinen wissen wir nichts. Einfachste Astronomie. Gibt es Leben auf dem Mond? Kevin, was meinst du? Klar, brennt doch jede Nacht Licht. Meint ihr, die Menschheit könnte eines Tages auf dem Mond leben? Niemals, Alter. Richtig, warum nicht? Viel zu wenig Platz bei Halbmond. Oder, kann man mich verstehen? Oder Erdkunde. Haben wir mal gespielt Stadt, Land, Fluss. Kennt jeder das Spiel Stadt, Land, Fluss? Ne? Es kam der Buchstabe K. Nach einer halben Stunde war immer noch keiner fertig. Habe ich gesagt, so komm Kevin, leg mal los. Ich habe aber nur Stadt. Ist ja nicht schlimm, was hast du denn? Karstadt. Hat zum Glück der Nico aufgezeigt, sagt, Kevin, Alter, bist du bescheuert, ey, wie kann man so doof sein? Eine Karstadt ist ja keine Stadt. Richtig, Nico, was ist Karstadt? Fluss. Ja. Kennt jemand die Wollnys? Die Wollnys sind ja auch eine Fernsehfamilie, ähnlich wie die Geissens. Unterschied ist so ein bisschen im Einkommen. Das, was der Robert mit Immobilien verdient, müssten die Wollnys normalerweise als Kindergeld bekommen. Die haben 11 Kinder. Und bei meinen Schülern sind teilweise Familienverhältnisse, dagegen sind die Wollnys noch ein kinderarmer Haufen. Eine Schülerin von mir hatte sich zuletzt verliebt, ist zu ihrem Vater gegangen und sagt, Papa, ich bin seit gestern mit dem David von nebenan zusammen. Ich wollte mal fragen, ist das okay für dich? Der David von nebenan, das ist schlecht. Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, aber es ist schlecht, ist wirklich schlecht, weil ist schlecht. Ich hatte mal was mit dem seiner Mutter, also theoretisch könnte das dein Bruder sein. Such dir mal lieber jemand anders. War natürlich hart für das Mädel, hat sie aber gemacht. Stunde später ist sie wieder hingegangen, hat gesagt, Papa, ich bin jetzt mit dem Jason zusammen von gegenüber. Ich wollte mal fragen, ist das denn okay für dich? Der Jason von gegenüber? Schlecht. Das ist ganz schlecht, glauben mir, weil, wie soll ich es dir erklären, der Papa, der sah ja damals schon immer ganz gut aus. Das ist der Mama vom Jason auch aufgefallen, also theoretisch könnte das auch dein Bruder sein. Such dir jemand anders, jemand, der vielleicht nicht hier aus der Gegend ist. Jetzt wurde sie langsam ein bisschen sauer, ist sie zu ihrer Mutter gegangen, hat sich beschwert, Mama, kann ja nicht sein, dass ich mit keinem Jungen zusammen sein kann, nur weil der Papa mit allen Frauen was gehabt hat und das alles meine Brüder sind. Sagt die Mutter, hör doch nicht auf den Mist, den der von sich schiebt, Chantalle. Du kannst zusammen sein, mit wem du willst. Der ist doch überhaupt nicht dein Vater. Ja, das sind Verhältnisse. Eieiei. Ich selber, ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre verheiratet, auch glücklich. Alltag hat uns trotzdem mittlerweile eingeholt. Abends läuft meistens nur noch der Fernseher. Zuletzt auch wieder. Habe ich gesagt, Süß, ich finde, eigentlich sind wir noch ein bisschen zu jung dafür. Ha? Lass uns doch mal ausbrechen, mal was Verrücktes machen. Lass uns doch vielleicht noch mal eine neue Stellung ausprobieren. Sagt sie, ja, warum nicht? Dann leg ich mich mal aufs Sofa und du stellst dich ans Bügelbrett. Hatte ich mir auch anders vorgestellt. Aber da habe ich mich wirklich gefragt, ist das so? Liege ich am Sofa rum, meine Frau macht die ganze Arbeit, bin ich ein Macho? Was ist mit Gleichberechtigung? Muss man sich immer hinterfragen. Da echt viel drüber nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass so richtige Gleichberechtigung überhaupt nicht möglich ist.
Und zwar aus biologischen Gründen. Und wer sind die Leidtragenden? Wir Männer. Weil wir keine Kinder kriegen können. Ja, richtige Gleichberechtigung gäbe es doch erst, wenn wir Männer auch mal dieses Glücksgefühl Schwangerschaft erleben könnten. Ja? Aber dann habe ich da auch mal drüber nachgedacht und habe festgestellt, Männer schwanger geht ja nicht, allein schon wegen Fußball. Ja? Hast du schon gehört, Paul, die spielt nicht. Warum? Schon wieder schwanger. Da fällt man direkt 9 Monate aus. Wenn man ganz ehrlich ist, sind wir Männer dafür natürlich auch viel zu wehleidig, oder? Ich hab die Schwangerschaft so satt. Ich kann nicht mehr, nichts passt mehr, ich kann mich kaum bewegen, mir ist ständig schlecht, ich bin immer der Fahrer, ich darf nie was trinken. Ich glaube, es geht los. Oh Mann, das hart, wie weit bist du denn? 3. Woche! So wäre das, ha? In der Kneipe gäbe es dann auch keinen Stammtisch mehr, sondern eine Stillecke. Praktika, 20% auf alles außer Babynahrung. Aber wenn es wirklich drauf anging, auf die Geburt, ich glaube, die Jungs würden einen nicht alleine lassen. Die würden mitkommen, um einen anzufeuern im Kreissaal, in der Penaten-Arena. Ha? Auf geht's, Martin, press ein Kind, press ein Kind. Dann guckt irgendwann das kleine Köpfchen raus. Ha? Komm raus, wenn du ein Kölner bist. Komm raus, wenn du ein Kölner bist. Ja, aber ich bin froh, dass alles so ist, wie es ist und meine Frau die Kinder bekommen hat. Und ich finde auch dieses Familienleben schön, ja? Diese Familien feiern, vor allem wenn mein Patenonkel dabei ist. Der ist bei uns in der Familie für die Abteilung Humor zuständig. Mittlerweile auch schon über 80 Jahre alt, aber noch ziemlich fit, ziemlich rüstig. Hat zuletzt auch noch mal eine Frau kennengelernt, die genauso alt war wie er. Sagt er, Martin, die habe ich aber nicht irgendwo kennengelernt, sondern im Kontakthof für Senioren. Sag, wo ist das denn? Wartezimmer vom Arzt. Da tummeln sich die Frauen in meinem Alter, das ist sensationell doch. Jetzt in dem speziellen Fall war das ein Augenarzt. Also genau genommen war es so eine Art Blind Date. Und die zwei, die verstehen sich wirklich super, haben so eine schöne Tour durch die Stadt gemacht. Und dann sind sie irgendwann bei ihm in der Bude gelandet. Und dann lagen sie da im Liebesnest von meinem 80-jährigen Patenonkel. Unten Heizdecke, oben Holzdecke. Hat er gesagt, Inge, bevor wir zwei jetzt hier loslegen, wollte ich dir noch sagen, pass bitte was auf, ich habe es nämlich am Rücken. Sagst doch, gut, dass du das sagst, ich hätte jetzt an einer ganz anderen Stelle gesucht. Und jetzt... Jetzt sind die zwei zusammen, passt aber auch. Die haben den gleichen Humor, reden allerdings manchmal auch so ein bisschen aneinander vorbei. Der erzählt mir immer die Anekdötchen. Jetzt hat er einmal abends im Bett liegen zu ihr gesagt, Inge, ich bin ohne Unterhose. Hat sie sich rumgedreht und gesagt, ist nicht schlimm, morgen wasch ich dir eine. Ja, und dann erzählt er mir alles. Das ist ja eher ungewöhnlich. Ne? Normalerweise sind Männer in der Beziehung ja eher verschlossen und wenn überhaupt, erzählen sich immer so Frauen so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ja? Gerne mal am Mädelsabend. Geht jemand zu so Veranstaltungen hin? Nein, alle nicht. Ist meine Frau die Einzige, die da hingeht. Ja, ich frage mich, mit wem trifft die sich da? Nein, ich habe das schon mitbekommen, dass es das gibt. Ich saß mal in einem Café, neben mir 3 Frauen, beim Mädelsabend. Es kamen die 3 Gesprächssets. Erste Flasche Prosecco, Zumba. Zweite Flasche Prosecco, Zalando. Dritte Flasche Prosecco, ziemlich harter Tobak. Da ging das los. Hört mal, Mädels, wisst ihr, was mir letztens aufgefallen ist? Mein Stefan, der hat so total kalte... Ja, wie soll ich jetzt hier erzählen, was beim Stefan so kalt gewesen ist? Ich versuch's mal zu umschreiben. Die Füße waren es nicht, etwas weiter oben. Die Ohren auch nicht, etwas weiter unten. Kommt in der männlichen Anatomie auch paarweise vor. Offizielle Bezeichnung reimt sich auf Boden. Die inoffizielle auf Meier. Und ich nenne es mal ganz, ganz vorsichtig, fortpflanzungsrelevante Ovale.
Sagte die andere, ja, das ist bei Männern in dem Alter aber, glaube ich, normal. Ist bei meinem Mischa ganz genauso. Mischa also auch. Nur die letzte sagte, bei meinem Peter bin ich mir da nicht so sicher. Eine Woche später sitzen die drei wieder da. Sagt die letzte, hört mal Mädels, nur damit ihr das wisst, ich bin wieder Single, mein Peter hat mich verlassen. Nein, wieso das denn? Ich weiß auch nicht. Ich habe nur mit dem im Bett gelegen und zu dem gesagt, weißt du, was mir gerade auffällt, Schatz? Du hast genauso kalte Eier wie der Stefan und der Mischa. Ja, das war das knackige Ende einer Beziehung. Soweit muss es ja nicht kommen. Bei einem befreundeten Kollegenpärchen von mir hat sich das Ganze etwas anders verhalten, war aber auch eine Beziehungsproblematik. Beide Mathelehrer, beide schon sehr lange miteinander verheiratet, dieses Jahr beide 60 Jahre alt geworden. Und er nimmt es mit der Treue leider nicht immer ganz so genau und hat seiner Frau letztens im Lehrerzimmer einen Brief hinterlassen. Da stand drin, hallo Frau, du siehst ein, dass ein Mann, so wie ich, 60 bald, doch nicht alt, nochmal alles gibt. Trifft ne Frau, 20 Jahre, blondes Haar, jung und nett, gern im Bett, ich hab mich verliebt. Doch nimm das alles nur nicht so schwer, vielleicht dauert's ja nicht lang. Du weißt dank Mathe, dass man mit allem rechnen kann. Hat sie ihm am selben Tag noch drunter geschrieben. Kein Problem, denn auch ich treff nen Mann, cooler Typ, alles dran, auch erst 20 Jahre. Muskulös, ziemlich groß, echt famos, schöne Haut, gut gebaut, einfach wunderbar. Und da du auch rechnen kannst, weißt du, bei mir wird's heute spät, weil 20 öfter in 60 als 60 in die 20 geht. Ich bedanke mich bei einem sehr, sehr aufmerksamen Publikum zu später Zeit noch. Ihr wart spitze. Dankeschön. Schöne Zeit noch. Malet Jod. Schöne Viva Fastelavond. Tschüss zusammen. Dankeschön. Ja, meine Damen, lieb Mädchen hat recht. Weiberfastnacht ist schon fast rum, späte Stunde und trotzdem noch so eine Aufmerksamkeit, lieber Martin. Super. Ob der Martin Schops, sagen wir dreimal von Hetze, Kölle, Martin Schops und ZDF. Lieber Martin, nimm den Orden der großen Mühlheimer mit. Wir bedanken uns und wünschen dir für die restlichen Tage noch viel Spaß und danach gute Erholung. Ne? Dankeschön, Martin Schops und sollen wir noch eine machen? Sagen wir, wie war das war und tschüss, Dankeschön.